Andi, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier nochmal zu sitzen und die restlichen Fragen nochmal durchzugehen mit uns. Ja, ich hoffe, dass ich die Energie noch behalte. Das waren ganz, ganz tolle, tiefe Fragen. Und es hat mir eine unheimliche Freude gemacht. Und ich hoffe auch, dass ich sie einigermaßen gut beantworten konnte. Aber es hat mich echt auch gefordert, das muss ich schon sagen. Aber I love it. I really love it. Also vielen Dank nochmal an alle, die sich hier so toll beteiligen. Ich finde, ihr macht das auch großartig als die Talkmasterinnen und Master hier. Ja, irgendwie, so könnte man das nennen. Ja, also du hast es sehr gut gemacht, damit du es weißt. Das freut mich. Gut, die erste Frage wäre, wieso langt es nicht einfach Gott Vergebung zu überlassen, wenn wir gerade selber zu schwach dafür sind? Kann nicht einfach Gott für uns vergeben, wenn wir es selber nicht können? Doch es langt. Also wenn ich rübergekommen wäre und hätte deutlich gemacht, dass das nicht langt, dann wäre das ein Missverständnis. Es gibt Situationen, da langt es, weil ein Mensch wirklich zu schwach ist. Und dann dürfen wir uns dieser Wirklichkeit der Vergebung überlassen und dürfen das auch getrost Gott überlassen, wie er das hinkriegt, wie er das vielleicht auch in 1, 2, 3, in 10 Jahren vielleicht noch irgendwie hinkriegt. Das wäre mir jetzt ganz, ganz wichtig. Und doch glaube ich, könnte man die Frage auch nochmal von einer leicht anderen Perspektive, wieso ist es nicht möglich, um deinetwillen, die Person, die diese Frage gestellt hat, wenn sie jetzt hier wäre, würde ich sagen, um deinetwillen, weil Gott möchte, dass du wieder zur Fülle des Lebens kommst, nachdem man dich geschädigt, vielleicht geschändet hat, nachdem man dir etwas wirklich Übles angetan hat, dich verletzt hat. Und da glaube ich, ist der Prozess der Heilung häufig verbunden damit, dass man diese ganze Geschichte hinter sich lassen kann, auch die Verletztheit kann in ein neues Leben gehen. Und da würde ich eben sagen, ja, die Antwort auf die Frage ist, wieso ist es nicht möglich, die Vergebung komplett Gott zu überlassen? Weil er dich heilen möchte. Aber bitte beides, es ist möglich und es ist manchmal auch nicht anders möglich und auch unbedingt nötig, die Vergebung Gott zu überlassen, aber umgekehrt, es geht Gott auch um dich und deshalb macht er uns dieses wunderschöne Angebot der Vergebung. Ich glaube sogar, dass Gott selber dabei ist und will uns vergebungsfähig machen. Und das macht er aber mit jedem von uns auf seine eigene Weise, so wie das zu mir passt, wie das zu dir passt, wie das zu anderen Menschen passt. Vor allem auch, wie du gesagt hast, dass Vergebung uns eben so verändern kann. Und ich glaube, Gott will auch, dass wir uns durch die Vergebung verändern können. Und wenn wir es dann abgeben, ist, glaube ich, der Effekt einfach wie nicht du. Also, so habe ich das verstanden. Ja, Vergebung macht auch etwas mit einem selber, mit einem selber und nicht nur. Du passt doch gerade die nächste Frage dazu. Wenn uns Vergebung frei macht, warum müssen wir manchmal mehrfach vergeben? Also quasi sind wir nicht nach dem ersten Mal schon frei. Vielleicht ist das ein guter Hinweis auf den langen Prozess der Vergebung. Dass wir vielleicht in einem Moment, wo wir in der Lage waren, Vergebung auszusprechen, dass wir es gemacht haben, aber danach kommt noch einmal etwas zurück, die Verletzung bricht wieder auf. Vielleicht bricht die Verletzung auch wieder auf, weil die Person noch einmal mit derselben Geschichte mich behandelt, in derselben schädigenden, schuldbeladenen Weise, sodass ja Petrus auch gefragt hat, ja, wie häufig soll ich denn dann vergeben? Aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist wirklich, wenn einer immer und immer wieder mit demselben Ding, ein Riesending, aber ich glaube, diese Frage geht, glaube ich, stärker dahin, dass man sagt, da habe ich einmal vergeben und merke, es reicht nicht. Ich kann es nur zaghaft beantworten, auch hier sind wir barmherzig, auch mit uns selbst. Und
Ich glaube, dass zum Beispiel Vergeben nicht vergessen bedeutet. Und wir sollten auch das, was uns angetan wird, nicht vergessen. Über die Vergebung integrieren wir es aber so in unser Leben, dass das, was uns da zugefügt worden ist, nicht mehr das letzte Wort und die alles bestimmende Macht ist, sodass ich bitter werde, dass ich voll Misstrauen durchs Leben gehe. Weil das sind ja die Folgen, wenn da echt was Schlimmes passiert ist. Ich bin bleibend geschädigt. Und vergessen geht nicht. Ja? Und weil das Vergessen auch nicht geht, kann es durchaus sein, dass mich das Ganze nochmal einholt. Und dann muss ich noch einmal neu auch vielleicht mich durchringen oder bekomme es nochmal neu geschenkt und spreche die Vergebung noch einmal aus. Ich halte das eigentlich für recht normal. Ja, gut. Die nächste Frage war, du hast ja gesagt, dass du dir wie vorstellst, irgendwann mal sollte, also vor allem gerade, wenn der Himmel auf Erde kommt, sollten wir uns alle vergeben, also dass wir uns dann alle gegenseitig vergeben. Und die Frage ist, wieso denn nicht jetzt schon, wenn der Himmel eigentlich jetzt auf die Erde kommt? Ja, es beginnt mit jedem Akt echter, gelingender Vergebung bricht der Himmel tatsächlich hier auf die Erde. Und Vergebung ist himmlisch und ich kann diese Sehnsucht verstehen, dass wir sagen, warum denn nicht jetzt? Letzten Endes erklären kann ich es natürlich auch nicht, warum lässt Gott sich auch so viel Zeit? Aber es hat eben wieder mit dieser Liebesbeziehung zu tun und Gott kann die Liebe, die zwischen ihm und uns und auch die Liebe, die untereinander da ist, auch Gott kann sie nicht beschleunigen. Gott will uns damit hineinnehmen in diesen Prozess. Und ich würde einfach sagen, ich kann das verstehen, diese Frage, warum nicht jetzt schon? Da steckt eine ganz wundervolle, tolle Sehnsucht auch dahinter. Aber ich würde sagen, wir sind unterwegs und statt jetzt, das hat sich bei mir in den letzten Jahren übrigens ganz stark geändert, in allen Bereichen meiner Theologie und Spiritualität. Ich habe früher immer auf die Defizite geguckt, ja, immer, wo ist der Himmel noch nicht, wo verhalten sich Menschen oder ich und wo läuft es schief. Und mittlerweile freue ich mich über jeden Akt der Liebe, ja. Also man kann in die Welt gucken und sagen, oh, alles so lieblos, alles so schrecklich und merkt gar nicht, wie viel Liebe doch geschieht. Und genau jetzt hier, also staunen über jeden Moment, wo Vergebung irgendwie möglich ist, über dieses Wunder der Vergebung. Das fände ich etwas, was uns tut. Vielleicht sehen wir dann mehr Himmel, als wir ahnen. Ich glaube auch, das ist eine Weisheit, die wir immer durchs Leben können, dass man nicht auf das Defizit schaut oder auf das, was falsch läuft, sondern dass wir unseren Blick eigentlich immer aufs Gute wendet und was schon ist oder was kann werden oder halt einfach auch das Positive. Ja. Eine Frage ist noch auftaucht im Slido, über die haben wir uns vorher gerade noch unterhalten. Du hast gesagt, eine kleine Unklarheit in der Bedeutung vom Begriff, den du heute Morgen gebracht hast. Das schweift jetzt ein bisschen ab von der anderen Frage, aber jetzt haben wir ja hier die Zeit und den Raum, um da noch ein bisschen philosophieren. Ich lese schnell die Frage vor und dann kannst du uns sagen, was da die Unklarheit war. Kannst du nochmals deine juristische Definition von Geschenk erklären? Schulden wir Gott wirklich etwas wegen dem Geschenk von Jesus? Ja, ich darf das auch zugeben, dass mir vorgestern oder gestern fiel mir etwas auf in der Vorbereitung zur Predigt. Und zwar, man kann ja jetzt rein juristisch, kann man ja eben Schuld genau so definieren, dass man sagt, da ist ein Gläubiger, der etwas gibt. Und jetzt ist derjenige, der es empfangen hat, nicht mehr in der Lage, es zurückzuschenken, aus einer großen Anzahl von Gründen. Und jetzt fiel mir aber Folgendes auf, und ich habe das aber dann vergessen, nochmal
diese Stelle in der Predigt nochmal selber zu kontrollieren. Aber jemand nach der Predigt heute Morgen kam zu mir und sagte, da ist irgendwie, das stimmt so nicht ganz, weil wenn du etwas schenkst, wenn du etwas authentisch schenkst, erwartest du nicht, dass du es wieder zurückgeschenkt bekommst. Und jetzt stehe ich da gerade auch ein bisschen auf dem Schlauch, auch als Theologe, und zwar Folgendes. Ich glaube in der Tat, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, und zwar in keinster Weise aus egoistischen Motiven. Weil wenn Gott mich geschaffen hat aus egoistischen Motiven, dann wäre Gott, damit er Gott sein könnte, abhängig davon, dass ich es ihm zurückgegeben habe, was er mir gibt. Das wäre das eine. Das wäre für Gott, glaube ich, nicht so doll. Das zweite wäre, für mich wäre das nicht doll, weil ich wäre ja dann ein Selbstverwirklichungsobjekt Gottes. Ja? Also sozusagen auf dem Umweg über mich holt sich Gott alles das, was er für sein Gottsein braucht. Also das ist ganz schwierig. Deswegen glaube ich, dass Gott im Verhältnis zu uns eben nicht so tickt, dass er sagt, ich bin Gott, mir gebührt alle Ehre und wenn du mir die Ehre nicht gibst, dann hau ich dich in die Pfanne und mach dir die Hölle heiß. Ja? Oder ich bin Gott, ich liebe dich und wenn du mich nicht liebst, dann strafe ich dich in meinem Zorn. Also, und jetzt, das müssen wir doch zwischenmenschlich auch auf die Reihe kriegen. Ja? Also sagen wir mal echt, ja, wir hätten eine Liebesbeziehung, irgendwie Freundschaft oder so und ich schenke euch Liebe und es wäre doch jetzt völlig komisch, dass ich sage, ihr werdet schuldig, wenn ihr mich nicht zurückliebt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ja, bitte, denkt mit. Wir werden nicht vor Gott schuldig, wenn wir ihn nicht zurücklieben. Weil wir gar nicht in dieser Schuld stehen, ihn zu lieben, weil es ja ein Geschenk ist. Es ist wirklich schwierig, das möchte ich jetzt auch nicht so sagen. Sorry, dass ich da so schwimme jetzt. Ich krieg's gerade nicht besser auf die Reihe. Es gibt doch etwas in der Liebe. Also wir bringen ja schon unseren Kindern bei, dass sie wenigstens Danke sagen müssen. Nicht müssen, aber sollten. Das heißt, wenn ich einen anderen Menschen liebe, dann glaube ich, dass es schon zu diesem geheimnisvollen Wesen der Liebe gehört, dass da etwas zurückkommt. Und wenn das jetzt nicht nur nicht zurückkommt, sondern wenn jemand die Liebe, die ich schenke, ganz, ganz krass missbraucht, dann geschieht da doch etwas. Es geschieht jetzt hoffentlich bleibe ich dann dabei und schlage nicht zurück. Das wäre schlimm, ja. Und doch bin ich ja irgendwie auch dann traurig. Ich bin vielleicht auch verletzt. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel und ich glaube, das kann man auch gut auf Gott übertragen. Man stelle sich vor, ich liebe einen Menschen und der will jetzt studieren und ich mache da ein Stipendium für den und ich will, dass der abhebt. Ich will, dass der ins Leben findet, dass der sich selbst verwirklicht. Und ich verschenke das aus freier Liebe. So. Und jetzt nach 1, 2, 3 Jahren entdecke ich dann irgendwie, dass dieser Mensch überhaupt nicht studiert hat, sondern hat mit dem, was ich da geschenkt habe, irgendwas völlig anderes gemacht. Vielleicht sogar etwas sehr Übles, etwas wirklich Fragwürdiges. Und was passiert jetzt bei mir? Ich hoffe, dass ich bei der Liebe bleibe, dass ich sage, okay, wir reden darüber. Dass ich jetzt nicht irgendwie zurückschlage, nicht irgendwie bestrafe, sondern dass ich da einfach sage, ja gut, das ist passiert aus den und den Gründen und so weiter. Und doch glaube ich, dass dieser Mensch in irgendeiner Weise schuldig am Leben geworden ist. Und zwar an sich selbst. An seinem eigenen Leben ist er doch schuldig geworden. Er benutzt die Potenziale des Lebens, um sich selbst und andere zu zerstören.
Und ich glaube, das ist doch die Schuld, die dann auch Gott traurig macht. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir die vergeben, eben jetzt wiederum, dass wir die vergeben bekommen und das auch erkennen und sagen, ich will mich nicht selbst zerstören, ich will ein anderer werden. Ich nehme das Recht von Gott in Anspruch. Und vielleicht sind wir so auf einer Fährte, wo wir irgendwie einen Weg finden, wo wir jetzt Gott nicht zu einem Egoisten machen, der uns bei unserer Schuld behaftet, weil er irgendwie einen Zacken aus der Krone gebrochen hat. Nein, das glaube ich nicht. Und doch, also das Ding mit Schuld ist eine eigenartige Geschichte. Ja. Ich denke auch, die Liebe, die Gott zu uns hat, dann will er eigentlich auch noch das Beste für uns. Und will uns das eben auch so ins Gute verändert, will er ja das, weil er das Beste für uns will, weil er uns so unglaublich fest liebt. Und wir haben die Wahl, dieser Energie nachzugehen oder dem Wunsch von Gott, dem Wunsch nach dem Besten für uns, von Gott. Wir können dem entweder nachgehen oder wir können das liegen lassen oder wir können das zu noch einen drauf machen. Du hast heute Morgen das Gleichnis erzählt von dem reichen Herr, der das Geld seinen 3 Dienern zurücklässt und der eine verbuddelt es. Wir können den Wunsch von Gott verbuddeln. Ja. Genau, und jetzt finde ich die Lieder, die wir heute gesungen haben, er lässt die 99 mal beiseite und geht mir nach. Das bedeutet für mich tatsächlich, wir können es, aber wir müssen ja zugeben, häufig schnallen wir es nicht so richtig und häufig können wir es eben nicht, das Ding mit Vergebung. Und jetzt kommt Gott uns eben hinterher und er umwirbt uns mit der Möglichkeit, dass wir um Vergebung bitten und Vergebung empfangen. Und ich glaube, der Zusammenhang zwischen Vergebung durch Gott und auch, dass ich mir selber wieder vergeben kann, der ist viel enger, als der mir bisher bewusst war. Ja? Und ich glaube, das ist das Schöne, dass Gott uns nachgeht, dass er uns so liebevoll und unaufdringlich, aber sehr deutlich zeigt, ich habe ein echtes Interesse, dass du von diesem selbstzerstörerischen Weg, auf dem du bist, umkehrst, Buße tust und dass du dann auch wirklich sagst, ich will das, was ich an Schuld, also so wie ich schuldig geworden bin an meinem eigenen Leben und teilweise auch am Leben anderer, das möchte ich eigentlich weghaben. Und dann sagt Gott, und ich nehme dir das gerne weg, ich befreie dich von dem, weil du kriegst. Wenn ich dich jetzt behaften würde, dass du die Schuld wieder gut machst, würdest du nie hinkriegen. Du kannst die nicht bezahlen, ja? Geht nicht. Ich glaube, ich lasse das so stehen. Ich finde auch keine bessere Antwort. Sorry, ihr Lieben. Da ist noch ein Vers im Slido, der steht da einfach so ganz frech, ohne Fragezeichen. Gib uns doch noch ein kurzes Statement zu dem Vers als Schlussstatement. Matthäus 6,15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Die Frage haben wir eigentlich wie schon einmal gestellt und jetzt ist wir nochmal mit einem anderen Bibelvers, oder mit einem Bibelvers so unterzeichnet. Ja, das ist das Verstörende auch an diesem Vers jetzt aus dem Unser Vater. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und diese Verstörung ist auch gut, dass man sich mal fragt, Moment mal, wow, das ist ja scheinbar schon ein fettes Ding, wenn ich anderen Menschen nicht vergebe. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass das an Menschen gesagt wird, denen die Vergebung von Gott schon geschenkt worden ist. Und ich glaube, es geschieht etwas mit meinem Herzen, wenn ich das, was ich von Gott empfangen habe, nicht weitergeben will, aus bosartigen Gründen auch, an einen anderen Menschen. Das ist die Geschichte von diesem Knecht, der von seinem König eine abartige Summe an Geld einfach erlassen bekommt, diese Schuld,
Und dann begegnet er einem Mitmenschen und da sagt er, dich behafte ich bei deiner Schuld. Und es gibt eben das Phänomen, dass wir Dinge tun, die unser Herz dann hart machen. Die Bibel nennt das Verstocken. Wir verbittern, wir verglasen. Und ich meine, das ist die Gefahr, auf die Heilige Schrift hier hinweist. Du hast Vergebung empfangen. Wenn du jetzt das nicht weitergibst, könnte es sein, dass du selber in deinem Herzen nicht mehr in der Lage bist, dass dein Herz nicht mehr weich und geschmeidig genug ist, wiederum auch Vergebung empfangen zu wollen. Das spielt sich ja beides in meinem Herzen ab. Auf der einen Seite merke ich, da ist eine Schuld, die kann ich nicht bezahlen, ich brauche Vergebung. Jetzt gebe ich das aber nicht an den anderen weiter. Ich bin gespannt, wie lange ein Mensch das aushält. Und wenn er jetzt nicht seinem Nächsten vergibt, glaube ich, dass etwas in unserem Herzen passiert und wir manövrieren uns in eine Position, wo wir nicht mehr in der Lage sind, um Vergebung zu bitten. Und das glaube ich, schwingt hier mit. Es liegt dann vielleicht gar nicht so sehr daran, dass Gott nicht mehr vergeben will oder vergeben kann, sondern hier fehlt was. Und das ist für Gott eine riesige Herausforderung. Also, habe ich es richtig verstanden? Du denkst, dass mit diesem Vers eigentlich nicht gesagt wird, dass Gott uns nicht vergeben will, sondern dass wenn wir anderen nicht vergeben, dass wir vielleicht auch selber gar nicht die Vergebung empfangen können, weil es in unserem Herzen einfach gar nicht parat ist oder ja, es nicht gut. Ja, wir müssen jetzt auch andere Stellen der Bibel. Jesus sagt zum Beispiel an einer Stelle, alle Lästerungen und alles Mögliche wird euch vergeben werden, aber eine Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht. Das funktioniert ganz genauso. Da hat man ja auch den Eindruck, da gibt es eine Sünde, die kann oder die will Gott nicht vergeben. Und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, das bezieht sich tatsächlich darauf, dass Gott in einer geheimnisvollen Weise auch abhängig ist von unserer Bitte um Vergebung. Das ist nämlich Teil unserer Liebesbeziehung. Ja? Wenn Gott einfach so mir alle meine Sünden vergeben würde, ohne dass ich ihn frage und bitte, dann würde Gott mich nicht mehr lieben. Dann würde er mich behandeln wie ein Instrument, aber da wäre ich nicht mehr sein Geliebtes gegenüber. Ja? Dann würde er meine Würde antasten und mich so nicht mehr ernst nehmen, wie er mich geschaffen hat. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass Gott nur die Sünden vergeben kann, um die ich auch um Vergebung bitte. David betet mal, vergib mir auch meine unbewussten Sünden. Aber es bedeutet, dass Gott sich mit mir eine Beziehung verwirklichen will, wo er mich einfach dabei haben will. Und wenn ich nicht durch seine Hilfe natürlich an den Punkt komme, dass ich sage, ich brauche Vergebung, ich denke, dann wird es auch für Gott schwierig. Also ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das betrifft auch Vergebung. Du hast heute Morgen auch auf den Punkt gebracht, dass Gott auch möchte, dass wir bereit sind für die Vergebung von ihm und dass er darum auch darauf wartet, dass wir ihn um Vergebung bitten, weil er nicht uns einfach das möchte so geben, sondern er möchte, dass wir auch bereit sind, um es zu empfangen. Genau, das habe ich noch mitgenommen. Und vielleicht ist die schönste Form zu sagen, ich will glauben, aber Herr, hilf meinem Unglauben. Vielleicht ist die schönste Form zu sagen, ich würde gerne Buße tun, aber ich schaffe es nicht. Weil die Buße ist ja auch keine Leistung, die ich gegenüber Gott bringe, damit er mir dann vergibt. So ist das nicht gemeint, ja, überhaupt nicht. Und dann so wie ich es eben auch gesagt habe, ich habe das schon erlebt, dass ich irgendwie glauben musste und auch mittlerweile glauben kann, dass Gott sogar von meiner Fähigkeit wirklich zu erkennen, was ich gemacht habe und zu erkennen, ich kann es nicht wieder gut machen. Und dann kann er mir trotzdem vergeben. Ich halte mich also Gott hin und bitte, ich würde dich gerne wirklich authentisch um Vergebung bitten können, aber ich kann es nicht. Sag mal, kannst du mir eigentlich trotzdem vergeben? Und ich wette, Gott kann es. Das ist ein Schlusssatz. Amen. Andi, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Es hat mich sehr, sehr gefreut.